Ich lade euch herzlich dazu ein. Wir treffen uns Nähe Köln, Nähe Frankfurt. Ich sag Eier. Oder Retalk hier jetzt meine Eier gucken. Warte, ich nehme euch mit. Also da ist jetzt wirklich was passiert mit den Eiern, ne? Also da ist jetzt wirklich, da sieht man, dass ich da auf jeden Fall getroffen wurde. Okay, hier kurz meine Eier gucken. Ah, Digga, ich schwöre, Retalk, das tut mehr weh. Also mein Bein tut mehr weh. Digga, das tut so weh, wenn ich da rankomme irgendwo. Schauen wir mal. Ah, wohl, geht besser eigentlich wieder. Oh, die tun halt wirklich, das hatte ich noch nie. Ja, man merkt auf jeden Fall, dass die, ja, man sieht da so Adern und so, die haben wir davor noch nicht gesehen. Also das sind so Adern, die man davor noch nicht gesehen hat und je nachdem, wie ich mich bewege und wie ich mich drehe, tut mein rechtes Ei richtig weh. Also ich hab das immer noch. Weil jetzt zum Beispiel, wenn ich aufgeschwungen bin, tut's halt weh jetzt gerade, Digga. Also es zieht halt so hoch in den Bauch. Ja, ich denke mal, morgen ist aber komplett weg. Mach mal Recap zu gestern, wie fandest du insgesamt? Also es war turbo geil. Das Einzige, was nicht geil war, guck mal, okay, bevor ich irgendwas sage, wer bin ich, dass ich mich beschwere? Okay? Also erstmal Geiler Strehan. war todesgeil, aber wenn ich mich jetzt beschweren darf, dann hätte ich gesagt, dass die Techniker tot war. Ich hätte viel früher hochgehen müssen einfach. Also ich bin zweimal hochgegangen, es ging. Also das Problem lag, wäre ich früher hochgegangen, hätte ich wahrscheinlich früher auch gesehen. Das Problem war halt einfach, dass Kanjuji so einen USB-Hub geused hat, ohne Stromversorgung. Tot. USB-Hub ohne Stromversorgung ist immer Arsch. Funktioniert nicht. Und dann hat er hat diesen USB-Hub nicht mal gebraucht, weil er hatte 2 USB-Ausgänge. Das hat er erst danach gecheckt, glaube ich. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ich hätte einfach früher hochgehen müssen. Und was auch richtig scheiße war, und da war ich verwundert, dass entweder ihr fandet das wirklich geil, oder ihr habt auf mich geachtet und habt mir gegönnt. Weil ich habe mich gefragt, nach dem Spiel, nach der ersten Halbzeit, wie fandet ihr? Digga, ich habe keinen gesehen, der meinte, das ist scheiße. Bruder, ich habe es mir heute selber angeschaut. Ich habe noch nie in meinem Leben sowas Todes gesehen. Bruder, was ist das für eine Kamera? Die ist komplett schief und links sieht man einfach gar nichts. Tot. Also Retalk, ihr müsst da einfach nett gewesen sein mit mir, damit ich nicht wieder so auf Technik achte. Digga, und wenn die Kamera auf Luca geswitcht ist, Bruder, halbe Erdbeben. Hier. Bruder, ich sag ehrlich, ich glaube, falls wir sowas auf spontan nochmal machen, ist, glaube ich, die bessere Wave. Wir nehmen die Kamera, die oben war, die hat nämlich mehr Weitwinkel, ballern Luca aufs Feld und er ist einfach mitten im Feld. Genauso wie Kevin das auf Verdera gemacht hat. Warte mal. Hier war das. Hier. Das ist perfekt. Genau so. Einfach mitten im Feld auch drin sein. Nein, aber Retalk, Dankeschön. Ich weiß nicht, ob gerade welche da sind, aber danke an alle, die da waren auch, Digga. Ich habe das null mitbekommen, Digga. Es war auf Discord, wurde geschrieben, so, ja, falls irgendwer kommt. Man konnte sich irgendwie bewerben. Oder ich habe alles nicht mitbekommen, ne? Und das war alles auf Discord und ich habe es einfach nicht mitbekommen, weil ich meinen eigenen Discord nicht lese. Oder das habe ich auch nicht verstanden. Digga, es durften nur 120 Leute kommen. Und ich habe sich irgendwie 120 gemeldet. Aber im Endeffekt waren da wie viel da? 30? Aber ich sag, dass ich glaube, wären wir zu viele gewesen. Hallo, auch, Hugo. ich kann es nicht einschätzen. Was nervt denn hier? Was ist das für eine Scheiße? Warmes Trinkwasser, ja, ist Pisse, klar. Leerer Kühlschrank, ja, das ist auch scheiße. Handy leer, das ist noch schlimmer. Kein Internet, das ist auch Mist, ja. Mücken, pfui Teufel, die Biester. Auf Fahrstuhl warten, ja, das ist auch scheiße. Auf Paket warten, nee, das ist nicht so wichtig. Komm, so ein Scheißdreck. Schlüssel vergessen, oh Mann, Schlüsseldienst rufen. Was, AirPods leer? Was ist das für ein Schweinezeug? Kaltes Wasser beim Duschen, das tut gut, das belebt den ganzen Körper, die blöde Schlampe. Was? Belebt den ganzen Körper, die blöde Schlampe. Blöde Digga, hatte die Frau ganz What the fuck? Er spricht mir aus der Seele. Sonst fandest du gut? Ja, halt, also die Tontechnik war scheiße, die Kamera war scheiße, aber sonst war ich geil, ja. Boah, ich sag ehrlich, muss ich auch gerade sagen, das Highlight gestern, okay, nein, das kann ich nicht sagen, das ist scheiße. Also das Highlight gestern war natürlich Fußball, aber das Highlight gestern war auch einfach auf Stream Döner essen. Im Döner drin. Digga, ich weiß nicht, was ich das letzte Mal gemacht habe, das kann ich verreden. Bro, mein Ei tut richtig weh, wenn ich hier so sitze. Oh, der Eiershot, Digga. Den Eiershot müssen wir auch nochmal kurz analysieren. Bro, der Eiershot sah on Stream richtig harmlos aus. Das fuckt mich richtig ab.
Der sieht richtig so aus. Ach ja, der hat nur so Ball gegen die Eier bekommen. Bruder, der hat so durchgezogen, ihr checkt nicht. Ach Gott, Digga. Warum ist das Top-Clip bei mir? Sieht den nicht. Man sieht das nicht mal richtig. Und guck mal, versuch mal zu gucken, wie er durchzieht, Bruder. Guck mal, wie er durchzieht. Und der hat halt komplett meine Eier getroffen. Nicht irgendwie Bein oder so, wirklich komplett in meine Eier. Von unten nach oben. Digga, ich schwöre euch bei Gott, ich dachte, mein rechtes Ei wäre geplatzt. Real Talk. Ich dachte, es wäre geplatzt. Und ich weiß nicht, wie viel ihr noch mitbekommen habt, aber ich bin ja fast Pass-Out gegangen. Ich habe keine Ahnung, was ihr wisst. Ich weiß es nicht. Aber also ich kann mich nur erinnern, dass Wichtiger noch da war. Also Wichtiger war da und so ein Feuerwehrmann. Und ich bin durch die Schmerzen fast Pass-Out gegangen. Also ich habe alles mitbekommen, aber ich konnte mich nicht bewegen und ich konnte nicht reden. Und da bin ich so langsam gefadet und da hat der Typ mich so an der Backe so gedingst. Und da war ich wieder da und da haben die Schmerzen wieder angefangen. Das hat auch irgend so einen Namen gehabt, was ich da hatte, aber ich hab's vergessen. Der Rock-Bottom-Moment des Tages gestern war, der Feuerwehrmann hat meine Eier gesehen und meinen Schwanz. Musste meine Eier zeigen. Aber wisst ihr was, das war mir egal. War mir egal. Mann, aber das war voll scheiße, weil, guck mal, ich hab keinen Besuch erwartet, mäßig, wenn ihr versteht, was ich meine. Und deswegen, versteht ihr, ich habe keinen Besuch erwartet. Und Bushcraft ist crazy. Hast du das Ende gesehen? Nee, hab ich actually nicht. Was war da? Gefallen und hoffentlich geht's Hugo besser. Rich. Danke, Abbott. Ruh mich aus. Bro, also was mir richtig unangenehm ist, ich hab das hier, ich kann mir den Clip nicht anschauen, weil ich schreie nicht vor Schmerz, ich stöhne vor Schmerz. Bruder, ich bin gekommen da. Digga. Nicht. Aua! Oh mein Gott! Ah! Ja. Nein, ich bin gefickt! Nein! Der fällt nicht. Das sieht unglaublich aus. Nein! Hört auf zu trollen! Oh mein Gott! Oh, scheiße. Ah! Jetzt vielleicht doch ein bisschen Fuck! besser. Drück mal an. Oh, ja, Bruder! Ich schwöre, dass irgendwas. Nein, bitte lach nicht! Ah, fuck! Nein! Bruder, ich kann mir das nicht anschauen, ich find das unangenehm. Aber ich wusste halt nicht, was ich machen soll. Ich hatte keine Ahnung. Oh, scheiße! Nein! Bruder, ich schwöre, du hast meine Eier. Nein! Ich schwöre, du hast meine Eier gefickt. Ja. Wie Luca die Kamera hält, ja, und da muss ich jetzt an die Regie sprechen. Okay, ehrenvoll und so, bla bla bla. Und wenn das bei irgendwem anderen passiert, okay, Bruder, aber bitte an alle, die für mich jeweils arbeiten oder irgendwie, keine Ahnung, bitte filmt, egal was passiert. Es ist mir scheißegal. Und selbst wenn ich da jetzt gesagt hätte, mach Kamera weg, hätte ich gesagt, film einfach. Digga, ich weiß so, er hätte die Kamera da bleiben müssen. Also, wir sind eh da, aber ja. Luca wieder alles falsch gemacht? Nee, das war richtig. Ja! Retalk so stöhnig beim Sex. Digga, warum stöhne ich da so? Och man, das ist so unangenehm. Bruder, das ist crazy. Digga, im Nachhinein, Bruder, was mache ich da? Aber ich weiß noch ganz genau, wie ich mich da gefühlt habe. Bro, ich weiß ganz genau, Digga, ich hatte, und damit ihr wisst, dass ich nicht overreacted habe und deswegen mit voller Überzeugung sagen kann, Digga, ich habe auch ganz kurz Norex größter Hund, Digga, ich habe ganz kurz Heikos geguckt, Digga, da meint er so, ja, jeder hat doch mal den Ball gegen die Eier bekommen. Ja, hat er recht, aber nicht jeder hat den Ball in die Eier bekommen. Komplett, wirklich, er hat nicht mein Bein getroffen. Es war wirklich von unten nach oben in meine Eier rein, wirklich zentral mit Vollspann. Digga, und ich meine das ernst. Ich meine das vollkommen ernst. Wenn irgendeiner von diesen TikTok-Kommentaren das hier jemals sehen wird, ihr könnt das auf TikTok stellen. An alle TikTok-Kommentare, die gesagt haben, ich hätte overreacted bei diesem Schuss. Ich lade euch herzlich dazu ein. Wir treffen uns, Nähe Köln, Nähe Frankfurt. Ihr kommt vorbei. Ich streame, ich schieße Vollspann in eure Eier und dann gucken wir, wie ihr reagiert. Wenn ihr genauso reagiert, Hamam, habe ich erwartet. Wenn ihr nicht so reagiert und ruhig bleibt, kriegt ihr 100 Euro von mir. Schwöre ich auf alles, was ich besitze. Ich schwöre, ihr kriegt 100 Euro. Bitte schießt mir die Eier, ich mach kostenlos. Für 100 Euro Folgenstehen bekommt, Digga, WTF.
Ja, das war auch ein Witz, als ich das mache. Also, Real Talk, ich würde, wenn ich zu 100% wüsste, es sind die Leute, die das, guck mal, jetzt eingebe, Let's Hugo, Eier, keine Ahnung. Was ist das hier? Mein Favorite-Moment von dem ganzen Abend war nach dem Fußballspiel. Wir haben nach dem Fußballspiel noch so Bilder gemacht mit den ganzen Leuten, die vor Ort waren. Und Hugo hat halt immer noch richtig Schmerzen in den Eiern gehabt. Und Hugo stand auf jedem Bild die ganze Zeit so da. Er hatte die ganze Zeit so seine Hand in der Hose. Bro, das war Real Rap, das war mir so unangenehm, Bruder. Ihr müsst euch vorstellen, okay, ne, ich muss das jetzt sagen, weil damit ihr checkt, wie unangenehm das war. Und ihr müsst euch so vorstellen, ne, ich halte wirklich meine Eier, ich hab die so gehalten. Digga, da kommen da so zwei Girls, links, rechts, ich stehe so, gutes Bild. Digga, und das bei allen, Digga, da waren auch welche minderjährig, Digga, die kommen neben mich. Ich stehe so, mein Eier tut halt wirklich noch weh, ne, wenn ich aufstehe. Wenn ich aufstehe, tut die richtig weh. Ich bin kurz davor, euch meine Eier zu zeigen, ne, weil es mir egal ist. Aber ich hab die Ärzte gefragt. Also, ne, da kam, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Also, da kam ja ein Krankenwagen, kam ja noch, ne? Und dann waren die da und dann habe ich die gefragt, yo, kann ich noch Kinder bekommen? Die meinten ja. Ich hatte schon meine Schulter raus, okay? Ich hatte ein gebrochenes Schlüsselbein und ich sage euch, Wallah Billah, dieser Schmerz, den ich da hatte, war viel schlimmer als Schlüsselbein oder Schulter raus. In diesen ersten 2 Minuten. In diesen ersten 2 Minuten, Digga, das war der schlimmste Schmerz, den ich in meinem Leben hatte. Und wie gesagt, ich bin Pass-Out gegangen. Durch den Schmerz. Bruder, ich habe auch durch meine... Das letzte Mal, als ich das hatte, war bei Suro. Ich hatte in meinen Händen kein Blut mehr. Mein Kopf war... Also ich habe die ganze Zeit so Rauschen gesehen. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Bruder, irgendwann so lag ich auf wichtiger Schoß, Digga. Weil ich einfach nicht mehr konnte. Hoffentlich geht Hugos Eier wieder Ja, hier, guck mal, das meine ich. Clip-Farming von ihm. Versucht auch alles. So Leute, die halt sagen so, ja, war ja gar nicht so schlimm, Overacting, die würde ich so gerne einladen, dass die zu mir kommen und ich schieß den 100 km Ball in die Eier. Ich würde es denen so gönnen und es ist mir so egal, ob die Langzeitfolgen davon haben. Es ist mir scheißegal. F***t euch, Alter. Wir haben 23:20 Uhr, ich darf das sagen. Oder verlieren die halt Eier, ist mir scheißegal. Warum machst du ein Bild von mir so? Was soll das? Bro. Manche Girls gehen jeden Monat wegen ihren Regelschmerzen fast Pass-Out. Ja, aber das ist halt so ein offenes Geheimnis. Man weiß halt als Mann nicht, wie sich Periode anfühlt oder Geburt, und man weiß also ja, Geburt, ja, okay, vielleicht kann man das simulieren. Aber ich frage jetzt ChatGPT, was schlimmer ist, ohne meinen Verlauf zu leaken. Was ist schlimmer? Schmerzen bei der Geburt oder wenn man Vollspannball gegen die Eier bekommt? Also wirklich zentral in die Eier. Das ist einer dieser klassischen halbwissenschaftlichen, halbmythologie, bla. Aber lass uns das bla. Schmerz bei der Geburt. Ja, sagt, was ist schlimmer? Geburt, längerer Schmerz, höhere Belastung, aber mit Sinn, tritt in die Eier, kurz, brutal Sinn. Ja, okay, geh ich mit. Also Eier tun mehr weh, aber halt kürzer. Ja, stimmt. Also Geburt ist halt länger, ne? Also der Schmerz, wenn jetzt Schmerzlevel hat vom Wehtun mäßig, ist der Schmerz auf jeden Fall höher. Gute Besserung, Hugo. Aber das wird wieder. Jetzt von Hoffe, du hattest trotzdem einen schönen Geburtstag. Ja. Nee, der Geburtstag war eigentlich okay. war eigentlich scheiße. Also ich bin aufgewacht, wollte duschen, weil ich 2 Tage nicht geduscht habe. So, hab meine Sachen gepackt, hab so meine Klamotten genommen, bin aus meinem Zimmer gegangen, wollte duschen, da duscht jemand. Ich dachte, okay, ich warte 10 Minuten. Nach 10 Minuten, ich gucke, er duscht immer noch. Okay, ich warte 10 Minuten. Immer noch. Ich geh noch mal weg, 10 Minuten. Er duscht immer noch. Mein großer Bruder. Bro, duscht irgendwie 30, 40 Minuten. So, dann, er war fertig. Ich war aber kurz am PC. So, dann dachte ich mir, okay, er ist fertig. Ich gehe in 5 Minuten. So, dann, ich gehe raus, duscht wieder jemand. Ich weiß nicht, wer das war. Ich glaube, Tobi, ich weiß auch gerade nicht. Digga, er duscht auch 20, 30 Minuten. Oder wollte mich alle verarschen. Bro, ich musste über eine Stunde warten, bis ich duschen kann. So, da habe ich geduscht, dann war meine Oma da, habe ich hallo Oma gesagt, Oma ist besuchen gekommen. Dann habe ich Geschenke bekommen. Ich habe ein Ski-Outfit bekommen, noch ein neues. Oder ich bin stacked, was das angeht. Von meiner Mutter. Ich habe von meinem Vater ich gar nichts bekommen, fällt mir gerade auf. Auf jeden Fall, ich habe so ein Ski-Outfit bekommen, Kerzen, Glücksbringer, Socken. Ja, das war's, glaube ich. Mir fällt gerade nichts ein. Eventuell besser, wenn er sich nicht fortpflanzt. Rede.